Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hat. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen zurück. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und frei zu kommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte, denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Hebräer 11, 32-40. Das Thema Jesus Gewissheit von der Auferstehung. Wir sind schon seit 2 Monaten dran an dieser Hebräer-Serie und heute kommt der Abschluss, der letzte Teil mit dem Thema Jesus Gewissheit von der Auferstehung. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wie du heute aufgestanden bist, ob du voller Freude aufgestanden bist oder vielleicht auch müde, vielleicht auch voller Sorge, vielleicht auch hast du Sachen, die du dir anders vorgestellt hast jetzt an den Ostern, wo es irgendwie nicht so läuft, in Beziehungen oder vielleicht auch in deinem Leben hinein. Und das ist genau das Gleiche wie die Hebräer oder die den Hebräerbrief bekommen haben, die Empfänger, die haben das auch erlebt. Ganz viel Schwieriges, ganz viel Anfindung, ganz viele Herausforderungen. Und der Hebräerbrief, der Autor, versucht ihnen zu helfen, wie sie diese Herausforderungen können in diesem Leben überwinden können. Und heute haben wir den Höhepunkt. Da geht es darum, um etwas anderes, etwas, das noch weiter geht als die Herausforderungen von diesem Leben. Ein Höhepunkt, weil heute ja Ostern ist. Und wenn du das hast, von dieser Predigt, dann kannst du alles schaffen. Darum ist es ein Höhepunkt. Dann kannst du alles schaffen. Das ist richtig ein Game Changer, etwas, das das Leben total verändern tut. Und die Frage ist, was ist es, der Game Changer, und wie bekomme ich es? Durchgehend durch das ganze Thema vom Hebräerbrief, aber speziell auch Hebräer 11, ist ein Thema. Was ist es? Was würde ich sagen? Was ist so, das geht einfach durch den ganzen Brief durch. Hebräer 11 ist so der Klassiker zu diesem Thema. Glauben, genau. Die vordergründige Antwort auf das ist Glauben. Ist Glauben. Oder es steht auch in dem Text drin, durch Glauben haben sie das gemacht, durch Glauben haben sie das gemacht. Eine ganze Reihe von Aufzählungen von Glaubenshelden. Und was für ein Glaube handelt es sich da? Und da hat es eine Auflistung. Da gibt es eine Liste, eigentlich sind es 2 Listen, wo Glauben erklären tut.
Und was auffällt in diesen zwei Listen ist, die erste Liste ist radikal anders zu der zweiten Liste. Ich habe mal so eine erste Liste mitgebracht. Das ist so die erste Liste. Die erste Liste geht von Hebräer 11, 32 bis 35. Und da geht es darum, Vers 34 steht das auch so drin, die Schwäche dieser Menschen wurde in Stärke verwandelt. Oder das ist etwas, was wir uns wünschen, was wir toll finden. Und ich habe jetzt ein paar Rätsel mitgebracht von Menschen von dieser ersten Liste. Was ist das für eine Geschichte? Ein paar Emojis. Was würde das sagen? Was ist das für eine Geschichte? Daniel in der Leuengrube, ich meine der Leu, oder wo, in welcher Geschichte kommt ein Leu vor? Oder der Daniel, oder wo diesen Leuen den Rachen gestopft hat. Und das war ein hoffnungsloser Fall. Alle haben gedacht, der wird von diesen hungrigen Leuen zerfetzt, aufgefressen. Und am nächsten Morgen lebt er noch. Ein Wunder ist passiert, unverletzt, kein einziger Kratzer von diesen ausgehungerten Leuten. Der Daniel, einer von dieser ersten Liste. Dann haben wir noch eine zweite Geschichte. Was ist das für eine Geschichte? Kollegen? Welche Kollegen? Hä? Am Daniel sind die Kollegen. Jawohl. Ja, Hiob, ja. Nein, Daniel sind die Kollegen. Genau, das sind Daniel seine Freunde gewesen. Die haben wie Daniel haben sie gesagt, wir beten den König nicht an, sondern Gott allein und sind in einen feurigen Ofen eingeworfen worden. Die haben es richtig heiß gemacht, der Ofen. Und die haben es eingeworfen und alle haben gedacht, hey, keine Chance. Keine Chance, dass die aus dieser Situation lebendig wieder rauskommen. Und dann gesellt sich ein Vierter dazu, ein Engel, und sie kommen aus dem Ofen raus und sie schmecken einmal verbrannt. Oder? Es ist wirklich total ein Höhepunkt. Die Schwäche von diesen Menschen ist in Stärke verwandelt worden. Und da gibt es eine ganze Auflistung, Hebräer 11, von all denen, die Unglaubliches erlebt haben. Oder in all diesen Geschichten ist eins genau das Gleiche, oder ist bei allen Geschichten kommt das vor. In der Not rufen sie zu Gott. Sie schreien zu ihm, sie beten. Und Gott lässt und wirkt übernatürlich und ein Wunder passiert. Und der Höhepunkt von der ersten Liste, das lesen wir im Vers 35, wo es heißt: Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Und der Zuhörer damals, die Juden haben genau gewusst, der Autor redet vom Elia und der Witwe von Sarepta heißt die. Genau. Oder Elisa und die Witwe, die reiche Witwe von Schunem. Und beide haben ihre Geliebten, ihre Angehörigen aus dem Tod zurückbekommen. Das ist der Höhepunkt, oder? Wo es heißt, Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück, aus der unglaublichen Verzweiflung, aus der aussichtslosen Situation hat Gott eingegriffen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. So Geschichten, die liebe ich. Das ist genial. Oder? So Geschichten habe ich selber erlebt. Der Micha, unser Sohn, der zweite Sohn, wo Barbara schwanger war, ist es total aussichtslos gewesen. Sie hat auch viel Blut verloren, es war unsicher gewesen, überlebt sie es. Aber die Ärzte haben auch gesagt, ihren Sohn wird es nicht überleben. Und er hat es überlebt. Gott hat eingegriffen. Er hat sogar zu uns geredet. Er hat eine Verheißung gegeben. Er hat gesagt, euer Sohn wird überleben. Aber in dieser Situation gibt es ja immer wieder Situationen, wo man gleich zweifeln tut. Und die Frauenärztin von der Barbara, die hat uns ein Wunder attestiert. Die hat gesagt, das ist gar nicht möglich. Die hat uns ein Wunder attestiert. Etwas, das aussichtslos war. So etwas von der ersten Liste. Und Gott greift ein. Und schenkt Leben, schenkt ein neues Leben. Solche Geschichten, ich liebe die. Und ich bin sicher, ihr habt auch Sachen erlebt, wo ihr sagt, hey, ohne Gott wäre ich total verloren gewesen. Aber wenn dein Glaube
mit diesen Geschichten von dieser Liste aufhört, dann bist du zum Scheitern verurteilt. Wenn du den Glauben verstehst, genug Glauben, genug fest glauben, genug beten, genug Gott bestürmen, und dann wird es funktionieren. Gott wird reden, Gott wird wirken, Gott wird mich aus dieser Arbeitsstelle rausnehmen und er wird irgendwo den Chef irgendwo ersetzen und er wird mich heilen und wird mich gesund machen. Wenn das dein Glauben ist, wirst du zum Scheitern verurteilt sein. Wenn dein Glaube allein ist, ich muss das und das machen, ich muss nur richtig glauben, ich muss zu dieser Person gehen, in den Gottesdienst, zu dieser Person, die die Gabe von der Heilung hat, und dann wird es passieren, dann wirst du zum Scheitern verurteilt sein. Ja, Gott wirkt und Gott schenkt Wunder und er holt Menschen, wo es aussichtslos ist, aus dem Tod zurück und heilt und befreit und schenkt Lösung an der Arbeitsstelle. Und im Vers 35 gibt es innerhalb von dem Vers eine dramatische Veränderung. Es gibt neben der ersten Liste gibt es auch eine zweite Liste. Eine zweite Liste von Menschen. Und da steht Vers 36 bis 38. Und der zweite Teil fängt an, doch andere. Doch andere. Andere, die es nicht überlebt haben. Andere, die Gott nicht eingegriffen hat. Andere, die geglaubt haben. Andere, die Gott gehorcht haben, die alles gemacht haben, die super Menschen sind. Wo Gott Freude daran hat. Und es ist nichts passiert. Und es gibt ganz viele Beispiele in der Bibel. Petrus, so ein Nachfolger von Jesus, ein Jünger von Jesus, wird ins Gefängnis geworfen. Seine Freunde beten Sturm die ganze Nacht durch. Es kommt ein Engel, begleitet ihn aus dem Gefängnis aus. Und Petrus sagt, das ist irgendein Traum. Und er befreit ihn vom sicheren Tod. Aber da gibt es andere. Doch andere. Da gibt es andere. Johannes der Täufer, der ist auch ins Gefängnis geworfen worden. Und seine Nachfolger, seine Freunde haben gebetet, Sturm gebetet. Und er ist enthauptet worden. Oder gibt es den David. Der David hat eigentlich keine Perspektive gehabt für ein erfolgreiches Leben. Er war der Jüngste von ganz, ganz vielen anderen. Er war ein Hirt irgendwo am Schafhüten. Die Familie hat ihn so halb vergessen. Und da kommt ein Prophet und sagt, du wirst der zukünftige König. Und im Vertrauen mit Gott ist er ein unglaublich erfolgreicher König und besiegt Menschen. Und es gibt ein paar Situationen, wo er am Schwert entrinnt, am sicheren Tod entrinnt. Wo Gott ein Wunder schenkt, wo Gott eingreift, wo Gott hilft. Aber es gibt auch andere. Zum Beispiel der Freund von David, der Jonathan. Oder? Das wäre eigentlich alles aufgeleistet für ein erfolgreiches Leben. Königssohn, super Bildung, alles. Und in dieser Treue zum David und zu seinem Vater, der Saul, in dieser Treue inne kommt er in einem aussichtslosen Kampf, im aussichtslosen Krieg, kommt er ums Leben. Weit weg von die Heime. All das, was er sich vielleicht vorgestellt hat als Königssohn, sein Erbe. Kein Wunder, kein Eingreifen. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Es hat Frauen gegeben, die ihre Geliebten zurückbekommen haben, doch andere nicht. Und was ist der Glaube, das Vertrauen, wo die Menschen hatten, trotzdem
trotz dieser Schwierigkeit, dass Gott nicht eingegriffen hat, trotzdem zu glauben, trotzdem ihm zu vertrauen. Was ist der Grund, dass sie sich nicht von Gott abgewendet haben? Was steht im zweiten Teil vom Vers 35? Und da steht der Grund. Der Grund steht dann im Vers 35. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Das ist der Grund gewesen. Auferstehung zu einem besseren Leben. Oder es ist schön, wenn man gesund wird. Es ist schön, wenn Gott eingreift. Es ist schön, wenn Gott heilt, wenn Gott befreit, wenn Gott irgendwo Lösungen schenkt an der Arbeitsstelle, wenn wir am Tod entrinnen, dem sicheren Versagen entrinnen. Aber es ist nur alles temporär. Jeder von uns wird mal sterben. Wenn du gesund wirst, wie Gott das Wunder tut, du wirst wieder krank werden. Wenn Gott eingreift und dich aus dem sicheren Tod rettet, du wirst irgendwann mal sterben. Das ist temporär. So schön wie es ist, so fest ich hoffe, dass Gott eingreift. Es ist temporär. Und die Frauen, die setzen ihren Glauben nicht in die Möglichkeit von einer Wiederbelebung, vom Eingriff Gottes, sondern haben ihren Glauben in die absolute Sicherheit von der Auferstehung gesetzt. Zu dem besseren Leben, zu dem ewigen Leben. Oder sie haben dieser Auferstehung geglaubt. Nicht irgendwo eine vage Hoffnung, dass es dann schon irgendwie wieder gut kommt. Sie haben gewusst, die Trennung, der Verlust, der Tod, das wird irgendwann einmal rückgängig gemacht. Hey, wie toll ist das, wenn du weißt, all das, was jetzt passiert, ist temporär. Es wird rückgängig gemacht und ich werde meine Geliebten wieder zurückbekommen. Ich werde all das zurückbekommen, die Gerechtigkeit, die mir weggenommen worden ist. Oder meine Gesundheit, die mir weggenommen worden ist, werde ich wieder bekommen. Wie würde dein Vertrauen und vielleicht auch deine Ängste, wie würde das zu einer festen Überzeugung kommen, wenn du weißt, all das, was dir vielleicht weggenommen wird, deine Geliebten, deine Freude, deine Gesundheit, dass du das wieder zurückbekommst. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel, eine ganz andere Sicht. Und darum glaube ich auch, funktioniert der Glaube an einer zukünftigen Auferstehung. Und so schön wie es ist, am Tod zu entrinnen, so schön wie das ist, es ist temporär. Du wirst wieder krank werden, wie ich es gesagt habe. Die Frage ist, haben die Menschen, wenn wir da so die zwei Listen anschauen, haben die Menschen zu wenig geglaubt? Haben die einen falschen Glauben gehabt, die Menschen in der zweiten Liste? Ich glaube nicht, auf keinen Fall. Ich glaube, Gott hat grosse Freude gehabt an denen. Oder das sehen wir in dieser Geschichte von den 3 Freunden von Daniel, oder vom Sadrach, Mesach und Abednego. Oder der König sagt ihnen, betet mich an und sonst wirf ich euch in einen heißen Ofen rein. Und was geben sie zur Antwort? Das steht dann im Daniel 3, 17, 18. Ich finde das mega aufschlussreich. Mit mal hören. Wenn der Gott, das sagen sie, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns bestimmt retten. Eine Überzeugung, er kann das. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König. Gott ist mal grösser als du, sagen sie ihm. Wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren. Das ist du hast es gehört. Sie sagen, Gott kann uns retten. Gott kann uns befreien. Aber auch wenn er es nicht macht, es macht nichts. Warum nicht? Warum können sie sagen, ja, auch wenn es Gott nicht macht, es ist okay. Warum können sie das sagen? Oder ihre Glaube ist nicht, oder ihr Vertrauen ist nicht gegründet in ihrem Leben,
sogar in ihrem Leben für Gott, sondern in Gott selber. Das ist ein riesiger Unterschied, wenn ich einen Glauben habe in meine Lebensvorstellung, auch meine Lebensvorstellung für Gott, dann werde ich immer wieder enttäuscht werden. Sie haben ihren Glauben, ihr Vertrauen voll und ganz auf Gott gesetzt und nicht in ihre Lebensvorstellung. Oder wenn du sagst, hey, ich habe gebetet und es ist nichts passiert. Ich habe gehofft und vertraut und es ist nichts passiert. Meine Frage an dich ist, hast du an deine Lebensvorstellung geglaubt? Deine Lebensvorstellung, wie es Gott müsste machen, dass es gut kommt. Wenn ich Gott wäre, ich würde so oft Entscheidungen anders fällen. Könnte es sein, dass du nicht auf Gott vertraust, sondern in deine eigene Lebensvorstellung hinein. Und ich glaube, Leute, liebe Gemeinde, so funktioniert es nicht. Gott lässt sich da nicht einspannen in unsere Lebensvorstellung hinein. Das Leben und Gott wird sich nicht deiner Agenda und deiner Lebensvorstellung richten. Wenn du denkst, du vertraust Gott, aber letztendlich vertraust du deiner Vorstellung vom Leben statt Gott selber, dann wirst du es nicht schaffen. Dann wird es immer wieder Situationen geben, wo du an Gott verzweifelst, am Leben verzweifeln tust. Die 3 Freunde haben nicht in ihre Lebensvorstellung geglaubt, sondern an Gott selber. Und sie haben gesagt, mit anderen Worten, haben sie gesagt, wir glauben an die zukünftige Auferstehung. Weil Jesus Leben ist. Er hat nicht nur Leben, sondern er ist das Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Challenge, das ist eine riesige Challenge. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Challenge ist, so eine tiefe und nahe Beziehung zu Gott zu haben, dass mein Vertrauen nicht abhängig ist von meinen Lebensumständen, sondern von Gott selber. Dass ich so nahe bei ihm bin, dass egal was passiert. Und klar ist es auch eine Achterbahnfahrt. Es ist nicht immer einfach. Wenn ich denke, letztes Jahr ist der Bruder von der Barbara gestorben, von meiner Frau. Das ist schwierig. Ich habe mich so gesehen, dass er geheilt wird vom Krebs. Es ist nicht passiert. Aber wenn ich eine Sehnsucht habe, wenn ich alles daran setze, nahe bei Gott zu sein, und wenn ich ihm vertraue und nicht meiner Lebensvorstellung, dann werde ich siegreich sein, dann wird der Glaube siegreich sein. Weil ich glaube, der Glaube, der keinen Erfolg braucht, ist der Erfolg. Wenn du nicht irgendwo etwas beweisen musst, dir selber oder andere. Wenn dein Vertrauen nicht ist in dir und in deine Vorstellungen, sondern in Gott selber. Und siegreicher Glaube ist, wenn dein Glaubensleben nicht abhängig ist vom Erfolg, sondern von deiner Beziehung zu Gott. Glaubst du das? Jetzt ist die Frage, ich habe ja gesagt, Game Changer, oder? Was ist es? Die zukünftige Auferstehung, das Vertrauen in Gott selber. Und jetzt ist die Frage, das Zweite ist, wie können wir das? Wie können wir überhaupt dort hin? Wie bekommen wir das? Und die Antwort, die finden wir, wie so oft in der Bibel, Hebräer 11, 39 steht, an all diesen Menschen hatte Gott wegen ihren Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Warum hat Gott an Menschen Freude, die das Ziel nicht erreicht haben, die nicht das geschafft haben, wo Menschen von dieser zweiten Liste sind? Warum hat Gott Freude, obwohl sie das nicht bekommen haben, wo ihnen versprochen worden ist, obwohl sie kein Wunder erlebt haben, keinen Durchbruch erlebt haben? Oder sie haben etwas Zukünftiges erwartet, sie haben etwas gesehen, wo noch nicht da war, wo sie noch nicht bekommen haben. Und dann Vers 40 heißt es, denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen.
Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Gott hat etwas weit Besseres für uns vorgesehen. Oder wir haben etwas bereits bekommen, wo sie aus der Ferne herausgesehen haben, wo sie sich gewünscht haben, wo sie eine Sehnsucht danach haben. Wir haben bereits etwas bekommen, wo die Menschen im Hebräer 11 sich gesehnt haben. Wir haben etwas, was sie noch nicht haben. Wir haben etwas Zukünftiges, etwas Besseres steht in dieser Bibelstelle drin. Etwas, was sie von weitem her gesehen haben. Und jetzt ist die Frage, nach was haben sie sich gesehnt? Was ist das Zukünftige? Was ist das Bessere? Was ist das? Ostern. Das Bessere ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und am 3. Tag verstanden ist. Das ist das Bessere. Das Bessere ist, dass er am Kreuz für unsere Schuld stellvertretend jämmerlich gestorben ist. Und am 3. Tag lieblich auferstanden ist, dass all die an Jesus glauben, auch auferstehen zu neuem Leben. Jetzt schon, aber in aller Ewigkeit. Das ist das Bessere. Das ist das, was sie sich gesehnt haben, was sie sich erhofft haben. Ostern, so gut. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht sagst du, ja, die Menschen im Vers 35, die sind einfach auch krass gewesen. Oder was die alles erlebt haben. Die sind aus anderem Holz geschnitten gewesen wie wir. Die sind halt nicht so Weicheier gewesen. Das passt eigentlich nicht zu Ostern. Die sind krass drauf gewesen, oder? Zersägt heisst es da. Aufgespießt. Gut, das steht jetzt da nicht genau so. Aber einfach, die haben ganz, ganz viel Schlimmes erlebt, da in Liste 2. Ich glaube, die Leute, die sind schon krass drauf gewesen. Aber der Hauptgrund für ihren Mut, sie haben keine Angst vor dem Tod. Was wäre, wenn du keine Angst hättest vor dem Tod? Es wird so vieles verändern. Wenn du einfach eine absolute Sicherheit hast, das Leben da ist die Vorgeschichte. Das wahre Leben kommt nachher. Wenn du keine Angst hast vor dem Tod, dann kannst du sagen, hey, es gibt etwas Besseres. Und die Frage ist, was ist das Bessere, dass du das Bessere in der Ewigkeit, dass du mit Sicherheit kannst sagen, dass ich keine Angst muss haben. Oder alle Religionen sagen, das Leben nach dem Tod, es geht nachher weiter. Irgendwie geht es weiter. Aber der christliche Glaube gibt nicht einfach irgendwo so eine vage Hoffnung, sondern dass es nach dem Tod weitergeht. Sondern es sagt, es ist bereits passiert. Es ist passiert. Das ist sonst nirgends so. Jesus ist bereits auferstanden. Und darum müssen wir keine Angst mehr haben vor dem Tod, weil es ist bereits passiert. Er ist lieblich auferstanden und jeder, der an ihn glaubt, wird auch lieblich mit ihm auferstehen. Das ist ein Wunder. Das ist so etwas Gutes. Jesus lebt und so werde ich. Jetzt und in alle Ewigkeit. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Schrecken? Wo Jesus an Ostern aufersteht, kommt er zu seinen Jüngern, seinen Freunden und er zeigt sich mit den Löchern in der Hand hinein. Mit Wundmal. Wieso macht das Jesus? Oder normalerweise versuchen wir, all das Böse, Schreckliche, Wüste zu verbergen. Und für das brauchen wir Make-up, um irgendwo, wenn es nicht so schön aussieht, dass wir ein bisschen schöner aussehen. Wieso hat Jesus das nicht verborgen? Wieso macht er das? Oder wo die Jünger weggerannt sind, wo sie Nägel gesehen haben in der Hand von Jesus, wo sie ihn am Kreuz gesehen haben, wie er jämmerlich am Sterben war, sind sie voller Angst weggerannt. Weil es hat kein Wunder gegeben, kein Engel, der gekommen ist und Jesus abgenommen hat. Kein Eingreifen von Gott. Und aus Angst sind sie weggerannt, haben verraten.
sind verschwunden. Sie haben es total vermasselt. Warum haben sie es vermasselt? Weil sie in ihre Lebensvorstellung geglaubt haben. Und nicht in Jesus selber. Oder ihre Lebensvorstellung war, jetzt kommt der Messias und räumt auf. Und rührt die Römer aus dem Land raus. Befreit uns vor dieser Unterdrückung. Macht uns zu höheren Beamten in seinem ganzen Beamtenstatus hinein. Macht uns zu wichtigen Männern und Frauen. Das war ihre Lebensvorstellung. Und dass Jesus, der Messias, am Kreuz stirbt, das hat nicht gepasst. Und die Nägel haben ihre Vorstellung zerstört. Und das Leid und der Tod von Jesus hat ihre Lebensvorstellung ruiniert. Und das, was ihnen, wie wir jetzt wissen, die wahre Rettung gebracht haben, haben sie gedacht, ruiniert ihr Leben. Und wenn schlimme Sachen in deinem Leben passieren, dann kannst du immer wieder an die Wunden, an die Löcher von Jesus dich erinnern. Und du kannst dich erinnern an Jesus und seine Freunde, die aus etwas Unschlimmem etwas Wunderschönes gemacht haben. Und vielleicht nimmt Gott dir Sachen weg, gute Sachen, schöne Sachen, die dich hindern, ganz in die Nähe von Gott zu kommen, ganz in die Nähe von Jesus zu kommen. Vielleicht nimmt er dir Sachen weg, die gut sind, die du gern hast, deine Lebensvorstellung, und sagt, ich nehme das und gebe dir etwas Besseres. Vertraue nicht deiner Lebensvorstellung, sondern vertraue Jesus allein. Wo geht es darum, dass du heute Morgen das Ja zu Jesus erneuerst? Zu ihm als Person und nicht einspannst in deine Agenda, in deine Vorstellung vom Leben. Wo ist dran, Ja zu sagen zu ihm? Auch wenn es manchmal wehtut, auch wenn es dazu führt, dass ich Sachen loslassen muss. Kannst du das vielleicht mal überlegen? All die sagen, hey, ich glaube, ich vertraue Jesus. Wo brauchst du ein Ja an ihn, heute an diesen Ostern? Vielleicht geht es dir wie die Menschen zur Zeit von Jesus. Sie haben total an ihm gezweifelt. Oder das Konzept von einem Messias, der am Kreuz stirbt, der nackt am Kreuz verendet, das hat nicht in ihre Lebenskonzept hineingepasst. Ob es jetzt Juden sind oder Griechen, ein Messias, der stirbt, das passt nicht. Auch dass ein Einzelner stirbt, damit andere Leben haben, das hat nicht in ihr Konzept gepasst. Kein Eingreifen von Gott, kein Wunder. Aber dann ist Ostern passiert und aus Zweiflern sind Glaubende geworden. From believers to doubters, nein, umgekehrt. From doubters to believers. Von Zweiflern sind Glaubende geworden. Warum ist das passiert? Vielleicht hockst du da und zweifelst an dieser Auferstehung und sagst, es wäre schön, wenn es so wäre, dass Jesus lieblich auferstanden ist. Warum sind sie von Zweiflern zu Glaubenden geworden? Weil sie ihn gesehen haben, weil sie ihm begegnet sind, weil sie ihn berührt haben. Hey, das sind Hunderte, Tausende sind zum Glauben gekommen, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Und ich glaube, es gibt keine historisch plausible Erklärung, dass an Ostern die erste Kirche entstanden ist. Trotz Anfindung, trotz Verfolgung. Es gibt keine plausible Erklärung, als dass sie Jesus wirklich gesehen haben. Auferstanden
lieblich auferstanden. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du sagst, hey, es ist mir irgendwie, ich kann das nicht glauben. Ich zweifle an dem, ich zweifle an Jesus. Dass du mit dem Zweifel zu Jesus gehst und sagst, ich zweifle, aber ich möchte dir begegnen. Dass du mit dem Zweifel zu Jesus gehst und ihm begegnest. Dass du zu jemandem wirst, der sagt, ich habe gezweifelt. Aber heute Morgen, wie siehst du ihn nicht physisch, aber du erlebst ihn. Und für das möchte ich beten. Weil, wenn die liebliche Auferstehung, wenn du an die liebliche Auferstehung von Jesus vertraust, wirst du alle, wirklich alle Herausforderungen können meistern. Amen. Ich möchte für das beten. Ich würde sagen, all die sagen, hey, ich möchte das Ja zu Jesus erneuern, weg von meiner Lebensvorstellung zu Jesus hier, dass die aufstehen. Und all die sagen, ich zweifle, ich möchte Jesus begegnen heute Morgen, dass sie einfach als ein Zeichen aufstehen. Du musst nicht, du darfst auch sitzen bleiben. Aber manchmal hilft es, zu sagen, Jesus, da bin ich. Und dann bete ich für dich. Du darfst gerne für das aufstehen. All die sagen, das bin ich brauche das. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du eine riesige Freude hast an uns. Weil es ist Ostern, es ist der Tag, wo Jesus lieblich auferstanden ist. Und du siehst all die sagen, jawohl, ich möchte mein Ja in Jesus selber erneuern. Nicht in meine Lebensvorstellung, nicht in mein Lebenskonzept hinein. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, hilf uns, das abzugeben, loszulassen. Auch das Gute, wo wir uns so sehnen, dass es rauskommt, dass du eingreifst. Das geben wir dir jetzt an. Weil als ein liebender Vater hast du noch etwas Besseres. Das Bessere bist du selber. Du bist das Leben. Du bist die Wahrheit. Wir gehen es dir an und sagen, Jesus, wir möchten dich allein haben. Und all die an Jesus zweifeln, Jesus, ich komme mit meinen Zweifeln zu dir. Ich finde es schwieriger, an das zu glauben, dass ich mit dir zu neuem Leben auferstehen werde. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, begegne du jeder Person, die zweifelt. In diesem Moment. Dann kannst du einfach sagen, ja, Jesus, ich will dich. Ich will, dass du die Angst wegnimmst. Vor dem Tod. Dass du mir eine Sicherheit ins Herz hineingibst. Dass, weil du auferstanden bist, lieblich, auferstehe ich jetzt zu neuem Leben und auch wenn ich stirb, zu ewigem Leben. Amen. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488 mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.